Und da sind wir auch wieder bereit für eine neue Schandtat hier bei Twilight Princess HD. Und ja, der ursprüngliche Gedanke von wegen, ja, nochmal die Schattenhöhle und so weiter und so fort, wegen den, naja, theoretisch kann man so sagen, der letzten Belohnung, muss ich wohl oder übel entweder verschieben oder komplett absagen. Warum? Es ist ganz simpel, es ist kacke schwer. Ja, ich habe es einmal offscreen ein bisschen versucht und ich kam auch weiter als damals mit Domi. Ja, ist ja klar, wenn du noch ein bisschen üben kannst und so. Und ja, offscreen sowieso, sprich ohne Quatsch, nicht voll konzentrieren kannst. Ich kam eigentlich ganz gut voran bis Ebene 30. Ich glaube, mit Domi war ich bei Ebene 27 und kam noch Herzen. Die sind bei Ebene 30, wo noch 10 Herzen hat, also sprich die halbe Leiste noch voll. War eine gute Voraussetzung. Das Problem war, das war so eine verdammte Eisebene. Mit so, ja, irgendwie alle mühsamen Sorten von Gegnern, diese Eisaugen, die am Boden herumglitten. Dann irgendwie 2 Eisfelsen in der Gegend. Das war natürlich da die berührt hast, und eingefroren, oder? Und kennst du ja. Zieht halt kontinuierlich irgendwie Schaden ab. Dann natürlich noch Eisfledermäuse und die Eisspeerwerfer. Und das ist Wolf. Ja, super. Ey, ganz ehrlich, das ging keine 20 Sekunden. Ich war sofort instant tot. Mit 10 Herzen instant tot. Dann mir also, okay, vergiss es, aber kein Bock drauf. Ist mir zu doof. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Angeln beschäftigen. Also natürlich nicht nur mit dem Angeln selbst, sondern, was mir natürlich noch aufgefallen ist, uns fehlt hier noch das Minispiel hier. Was ich damals im Original auch relativ spät noch gemacht habe. Denn es geht ja darum, wir wollen zumindest mal versuchen noch, in den jetzt restlichen 2 Folgen noch, ja, wir machen doch nichts. Es gibt am Schluss doch nur 99 Folgen, plus eventuell irgendwann mal noch eine große Bonus-Abschlussfolge. Eventuell, wie gesagt. Das wären irgendwie Part X oder Part 100, wie dem auch dem sei. Ja, jetzt heute aber erstmal Fangbuch. Uns fehlen noch theoretisch 4 Fische, gibt insgesamt 6. Aber bevor wir uns die Suche nach dem machen, erstmal der spezielle Köder. Und den kann man durch ein spezielles Minispiel holen, was je nachdem ein bisschen meine Gemütslage ändern könnte. Oh, die ganzen Bilder, ey. Wenn wir ranzoomen, geht sogar nicht, wa? Und die seltsam war, hier sind halt die ganzen farbigen Bilder, okay. Ist ja schön, wird es schwarz-weiß. Das wäre Ocarina of Time schon irgendwie 200, 300 Jahre her. Wobei 100 Jahre könnte durchaus sein. Ganondorf, wobei der Typ ist sowieso irgendwie unsterblich, egal. So, es geht. Hallo? Wer ist das Minispiel? Hä? Soll bei ihr das machen? Gar nicht angeln. Ah, so. Das ist einer von Hyrules legendären Angelmeistern. Schau mal, er hat eine Hyrule-Grundel. Vielleicht ist das einer meiner Vorfahren. Ja, ziemlich sicher, er hat irgendwann gar einen Gesichtsausdruck. Es gibt keine wirklichen Beweise. Also kann es kein Großvater sein, Urgroßvater, auch eher unwahrscheinlich, müsste schon eher so Urgroßvater sein. Also 200 Jahre müssen das Ocarina of Time schon vergangen sein. Kratze sich. Ja, ja, Ocarina of Time. Koro, okay, das sind also Brüder. Das Spiel habe ich selbst entworfen. Es heißt Murmelslalom. Ach, Leute, Murmeln. Früher als Kind, also sprich so, wie alt war ich da? 12, 13, knapp 14, da war ich so, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich meine, mit Murmeln haben wir irgendwie nie gespielt bis dahin und plötzlich kam so eine Phase auf, Murmeln, alles mit Murmeln und so weiter, überall, alle möglichen Spielarten. Aber das ging auch nur ein paar Monate nach meinem Murmeln wieder out, das war schon ein bisschen crazy. Versuchen wir es mal, wa? Das Problem ist eben, es ist schon hilfreich, das zu tun. Ich erinnere mich, dass damals mit der Wii-Steuerung ein bisschen schwieriger war. Ich wollte gerade sagen, so schlecht stellen wir gar nicht an.
Vielleicht ein bisschen konzentrierter, Michael. Es muss nur ein bisschen sein. Vor allem, wieso stressen? Ich habe genug Zeit. Wenn es den ganzen Part dauern sollte. Herzlichen Glückwunsch. 10 Rubel. Was aber doch gesetzt? So, bin mal gespannt. Einmal raus, einmal reingehen müsste reichen, um das nächste Rätsel zu triggern. Und eben, wie wir halt alle gemacht haben, kriegen wir einen speziellen Köder, der uns, glaube ich, bei, muss ich mal überlegen, 4 fehlen noch, glaube bei 3 müsste uns helfen, aber 2 sogar. Weil ich weiß, 2 sind gar nicht mal so schwierig. Da muss man einfach nur im richtigen Ort sein und die fangen, fertig. Und so weitere, ja, die sind halt mit dem Spezialköder ein bisschen einfacher. Eins, 2, ja? Ah, doch, ist ein bisschen schwieriger. Man kann sagen, hey, ist doch irgendwie das gleiche wie vorher. So. Wow, was ist das gerade? Wir haben nichts gemacht. Das ist bloß keine nervösen Zuckungen. Nochmal raus, nochmal rein. Bisher läuft es echt gut. Also ich bin selber überrascht, weil, ja, wie gesagt, damals im Original mit der Wii-Steuerung habt ihr mir damals echt dumm und dämlich. Also ich weiß auch nicht, das war gut, ja. Vielleicht ist jetzt mit dem Controller schon ein bisschen genauer. Ein bisschen vorteilhafter. Aber habe es eben nachts echt schwer in Erinnerung gehabt. Sieht auch nicht wirklich schwierig aus. Aber der Schein kann trügen. So, ihr merkt, ich bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Ne, das ist eigentlich eher weniger. Ja, konzentrierter vor allem. Bis ich anfange zu quatschen, dann ist wieder vorbei. Geil, Michael, hör auf zu quatschen. Ja, ist ja gut. Bringt auch nicht viel. Ah, das geht schon, ich habe genug Kohle. Fängt echt an zu schwitzen. Gut, ich meine, ich bin ja Schweizer, aber trotzdem. Wow. Ich glaube, so weit war ich noch nicht, wa? So. Neue Strecke bauen. Oh Gott, ey, das war eins. Was kann ich mehr? Wie viel brauchen wir überhaupt? Das waren jetzt 3 Strecken. 3 ist normalerweise die magische Zahl, wo man irgendetwas Neues freispielt in diesem Sinne. 4? 5? Ich hoffe, es waren nicht allzu viele. Sonst bin ich echt noch den ganzen Part dran. Es wird immer schwieriger. Ach du Scheiße. Vor allem immer noch Murmelsler 1,4, also sprich die 1, die bleibt, ist bloß die Hinterzahl sich ändert, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, lalala. Ich stehe mich gar nicht mal so schlecht an, die Kugel ist fast immer perfekt in der Mitte. Och nö, verarschen hier. Ja, lalalala.
Also auch natürlich Twilight Princess, wie schon öfters mal. Scheiße. Schon öfters mal erwähnt, eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele ist. Eigentlich sogar gehört so mit Skyward Sword und Ocarina of Time momentan so Top 3. Kann sich doch mit Breath of the Wild bald schon mal ändern. Muss ich sagen, wenn ich dann doch vorhin das Let's Play mal langsam abschließen kann. Vor allem nach der Pause von 4 Monaten. Jawohl, die Pause von 4 Monaten dazwischen, sprich zwischen den Finale gegen Ganondorf oder plus halt jetzt hier noch mit den Parts mit Domi und Kai, mit den ganzen Höhlen und jetzt halt noch das Angeln zum Abschluss. Das hat ja schon einen besonderen Grund. Also einen besonderen Grund, es hat eigentlich 2 Gründe. Einerseits was halt der Grund, dass wir vorher noch keine Zeit hatten, gemeinsam aufzunehmen. Das war das eine. Das andere war wegen Diskussionsthemen, vor allem dann in der Schatten-Drillhöhle mit Domi und Kai halt vor allem, wo Timo dabei gewesen wäre. Und dann beim Angeln halt vor allem. Und zwar Gesprächsthema natürlich Breath of the Wild. Problem ist nur jetzt mittlerweile, Breath of the Wild, wir haben jetzt Ende September 2016 und im März 2017 soll das Spiel schon erscheinen. Knapp 6 Monate, ne, noch bis mehr als 5. Problem da vor allem, wir haben kaum Informationen, weder zu Breath of the Wild, gut, natürlich schon, ja, doch, ein bisschen, also, so gesehen kann man sagen, kann man schon ein bisschen diskutieren. Aber was das speziell auf der NX vor allem sein soll, noch nix. Das finde ich vor allem NX, ich meine, sorry, auch die im März 2017, oder, soll Breath of the Wild halt erscheinen. Also halt auch die NX und es soll noch viele andere weitere Launch-Titel geben, auch Pokémon und Pikmin 4, neues Mario, vielleicht sogar ein neues Metroid. Also das ist eigentlich schon ziemlich viel, wenn man so sagen möchte. Ich meine, klar, es ist cool, wenn es so wäre, nicht nur Gerüchte sind. Oh nein, jetzt muss ich sogar... Oh, das ist natürlich lustig. Das eigentliche Problem, Hürde, wo ich ein bisschen sehe, marketingmäßig. Nintendo hat es gesehen bei 3DS Plus. Kurve, willst du mal verarschen? Jetzt eine Kurve fahren, ne? Super. Ja, eben, sie haben es ja, man hat gesehen, was sie da aus 3DS sind so nochmal Glück, da konnten sie nochmal rechtzeitig. Mann, die Kurve, kriegt die Kurve nicht. Wortwörtlich. Beim 3DS war ja quasi das erste Mal, wenn man so will, wo sie marketingtechnisch gemerkt haben, oh, da ist irgendwie scheiße gelaufen, müssen wir nachher besser machen. Sie haben sogar gesagt, jo, wir machen es dann besser. Da kamen nach und nach die geilen Spiele. Der 3DS ist auch jetzt noch eigentlich eine coole und aktuelle Konsole, okay. Ja, was machen sie bei... Scheiße, ich war fast da. Was machen sie bei der Wii U? Den gleichen Mist. Oh. Ich meine, Launch-Titel bei der Wii U damals, kannst du eigentlich alle vergessen. Vor allem, auch wenn es gute Spiele waren, es waren Third-Party-Spiele, also sprich keine aus dem eigenen Haus, okay, New Super Mario Bros. U, okay. Wäre sicher epischer gewesen, wenn es im gleichen Jahr nicht schon andere New Super Mario Bros. Titel für 3DS so gegeben hätte. Oh, Alter, immer schwieriger. So. Und dann jetzt mittlerweile NX sage ich schon, Wii U gibt es schon ein paar coole Spiele, andere Titel, wie zum Beispiel Pokémon. Oh, es regnet. Oder auch irgendwie ein gutes Metroid, sag extra mal ein gutes Metroid. Irgendwie die großen Titel oder ein neues Mario Galaxy, da fehlt alles. Tja, jetzt die NX, auch der 5 Monate bis dahin ist, aber auf den großen Spielemessen, die wir bis dahin schon alle hatten in diesem Jahr, nichts. NX-Ankündigung, gar nichts. Man weiß nicht mal genau, was es überhaupt sein soll. Klar, man weiß ungefähr, eine Hybrid-Konsole soll es werden. Quasi wegen, ach du Scheiße, wegen der Verschmelzung zwischen Konsolen und Handheld, das sprich irgendwie eine Mischung aus Wii U und 3DS. Ja, wenn halt so will, oder soll auch portabel und so weiter sein. Da klingt alles geil, aber ich will mal offizielle Informationen haben. Und ich will das ankündigen, nach knapp 5 Monate. Daneben kommt es zu so einem seltsamen Datum. Im März, okay. No, das wird schwierig. Im März, also sprich im Frühling.
ist natürlich die Frage, oh scheiße, wie kann man jetzt hier raus? Das ist natürlich auch die Frage. Und die eigentliche Frage ist, wie sollen sie das noch rechtzeitig irgendwie hinkriegen? Das ganze Marketing-Tech... Oh, wieder zurück. Mann! Das ist echt schwer. Ich meine, marketingtechnisch richtig anzupreisen und zu vermarkten. Das ist eben der erste Punkt. Und der andere ist vom Datum her. März. Wie so ein Frühling. Konsolen war es eigentlich eher aus Weihnachtsgeschäft hin. Was bis anhing, das war auch bei der Wii U so und vor allem bei der Wii, lief es da ja auch sehr gut. Also Handhelds bringt es eigentlich eher so, ja, im späteren Frühling, eigentlich eher im Frühsommer. Weil im Sommer eigentlich Zeit hast, mit der Konsole rauszugehen und zu zocken, oder? Also mit dem Handheld. Boah. Wie viel macht die noch? Und jetzt, das klingt für mich eher so nach einem Kompromissen wegen März. Und es würde mich nicht wundern, wenn man das ganz normal verschieben würde. Und ganz ehrlich, ich meine, wir haben es damals, ja, jetzt eigentlich aktuell, ich blick gerade, Twilight Princess war eigentlich nicht groß verschoben, ja doch ein bisschen. Skyward Sword auch ein bisschen. Ja. Das Ding ist halt, wenn du alles ein bisschen nach hinten schiebst, sowohl neue Informationen als auch die Spiele und du sagst, ja, Breath of the Wild, Zelda wäre für die Wii U eigentlich fertig, wollen sie aber gleichzeitig für die NX rausbringen, deswegen verschiebt es nochmal. Dann ist es plötzlich für den Sommer, am Schluss jetzt irgendwie Herbst, Winter 2017, also mal ein Jahr warten, von diesem Video aus her betrachtet. Ich bezweifle, dass die Fans gerne sehen würden. Die sagen sie danach, wisst ihr was, Nintendo, könnt mich mal. Am Schluss haben sie wieder mal die Hardcore-Zocker, oder? Die halt, ja, als vor allem neuen Zelda-Spiele und so zocken. Oder sich sogar sagen, nö, ich kauf's noch für die Wii U. Einfach so, weil ich keinen Bock auf die NX habe. Da sehen jetzt ich mir, Alter, hier wird's echt schwierig. Weil man doch ein bisschen Sorge mache. Ich meine, klar, das Ganze kann noch total episch werden, wenn Nintendo... Ja, es wird schwierig. Nintendo es im Prinzip echt so bringt, von wegen... Ja, das Ganze ist zwar eine neue Konsole, eine Hybrid-Konsole, wir bewegen uns hier auf Neuland, das wird aber trotzdem episch, im Gegensatz zu dem, was ich gerade treibe. Und wir haben zum Launchen jede Menge Titel und so weiter. Dann kann man durchaus vorstellen, okay, NX wird ein Erfolg, aber nicht, wenn man das ständig verschiebt. Und eben, es muss halt... Ach, gutes Spiel zum Launch kommen und dann halt marketingtechnisch und ein bisschen anhalten. Na, wir können gespannt sein. Das Problem ist, du kannst gar nicht groß irgendwie was sagen, weil es gibt kaum Informationen. Ich habe gerade irgendwie versucht, eine Abkürzung zu machen, weißt du, sobald ich da oben bin, halt direkt runtergehen. Das ist echt schwierig, hey. Ich meine, klar, ist ein bisschen Übungssache. Wir haben genug Geld, wir haben noch genug Zeit. Ich hoffe, wir müssen langsam mal durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind. Weil ich muss zugeben, ich habe das im Original nie gemacht, soweit. Ich habe gerade die ersten 3 Spiele mal gemacht, bis ich mir dachte, nö, ist mir zu doof. Alter, ich war oben, ich wollte gerade runterziehen. Natürlich ging es nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, Freunde. Moment, mal ganz kurz. Ja. Scheiße. Viel zu viel Schwung, um wieder zurückzukommen. Also das Spiel haben sie echt doof gemacht. Also, nicht doof, schwer halt, wow. Die erste Hürde packe ich ja locker. Fingerspitzengefühl, Michael, Fingerspitzengefühl. Was eigentlich mache ich hier? Also, ob ich hier mit den Zehen spielen würde, wäre mal auch mal etwas, wa? Wobei, irgendwelche Profis, die schaffen das garantiert mit den Zehen. Das Murmelspiel. Ja, nee, wie gesagt, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ein richtiger Pro, der schafft das. Aber hier kommt viel zu weit. Super.
Hm. Ich habe auch so schnell die Kontrolle darüber. Wenn du erstmal da drin bist, kommst du echt nicht mehr raus. Ich meine, klar, rauskommen schon und du kannst ja kontrollieren, die Kugel. Das ist echt schwer. Ja, das kann jetzt doch etwa 10, 20 Runden dauern, bis ich da durch bin. Aber eigentlich hole ich, also, ich mache es eigentlich immer so, der erstmal krass nach vorne und dann ein bisschen zurückgehen. Hier klappt es ganz wunderbar, aber da vorne? Sind die unterschiedlich lang? Nee, die sind gleich lang. Scheiße, ich hatte es. Hui, es wird schwindelig. Das war fast schon elegant. Mann, schon. Ich zieh doch immer zurück. Muss das schon hier trainieren, wa? Anlauf nehmen, zack. Hä? Hier klappt's. Ich meine, ich nehme noch. Der Braune ist im Prinzip das erste Stück danach. Wie hier auch. Ein bisschen weit nach oben. Ja, super. Nein! Ah, nein! Oh. Das ist immer typisch, wenn du plötzlich so nervös bist und wegen. Ja, ich hab's! Nein, nein, ich hab's doch nicht! Nein! Egal, ihr habt gesehen, es klappt. Ja. Ja, schnell hin und her switchen nervt mich auch ein bisschen. So schlecht, das war wieder zu viel. Hä? Jetzt runtergefallen, toll. Oh. Ja, da kann man sowohl Geld als auch Nerven verlieren. Und zwar nicht gerade wenig. Mann, jetzt schon wieder! Ich reiß mir noch alle Haare aus. Nie wieder werde ich murmeln. Murmeln ist das Spiel des Bösen, der Teufel hat's erfunden. Das geht ja nicht anders. Ja, Videospiele haben einen schlechten Einfluss, wa? Nee, nicht Videospiele, Murmeln sind es. Seht euch doch mal an, die sind so rund und unscheinbar und bösartig. Die Essenz des Bösen ist in diesen Murmeln drin. Da fange ich echt an zu schwitzen, da gibt's ja nichts. Ich habe echt gefragt, ob es irgendwie einen Trick gibt. Also einen Tisch ranstoßen, damit es halt. Ne, geht natürlich nicht. Natürlich mehr Platz dafür, wenn ich rede nur ganz kurz. So. Man ist mit Logik versucht. Oh Gott sei Dank. Ich dachte mir so, so vom Schwung her, weil ich jemals der Kugel mitgebe, oder kann ich sagen, mal so versuchen, dass ich mal ein bisschen näher ranstehe und dann hole ich ein bisschen weiter, wenn ich rechtzeitig zurückziehe, bin ich genau in der Mitte. Das war irgendwie so mein Spontangedanke. Bin ich langsam mal durch, ey. Ich will den Köder haben. Okay.
glaube, ich muss das Spiel an dieser Stelle unterbrechen. Wie das Problem ist, vor allem hier habe ich jeweils 2, wo ich mich wieder stoppen kann. Das geht ja eigentlich noch, wa? Beim letzten ist aber plötzlich nur noch einer, den wir bereits kennen. Oh, großer Gott. Wetten, ich fliege jetzt runter? Das ist sowas von klar. Ey, Alter, wieso muss man sowas am Schluss machen? Wäre eigentlich viel geiler, wenn es am Anfang hätte. Das Ganze sagen, jo, am Anfang das Schwierige. Okay, machen wir es anders. Konzentration, Mike, weil der Part ist langsam vorbei. Ich will eigentlich in dieser Folge noch einen Köder, ja, gewinnen. Tief ein- und ausatmen. Ich wollte jetzt wieder mit Void machen, so direkt rübergehen. Ich muss zugeben, mir verliert langsam sicher auch die Lust daran. Ich meine, hallo, 8 Level lang soll das noch dauern, bis ich endlich die scheiß Murmel kriege. No, das hilft mir auch nicht weiter. Mann, ey, was ist jetzt plötzlich los? Die Ungeduld. Ja, ich bin sowieso die Ungeduld in Person. Aber ich habe dummerweise eine riesige Ausdauer, also das ist natürlich wieder total kontraproduktiv. Ja, wenn man halt Ungeduld plus Ausdauer miteinander vergleicht. Wieso ist das Teil hier so schwierig? Also vor allem der Moment mal ganz kurz, mal was anderes. Hä? Ich gehe gerade rüber und plötzlich fliege ich da so runter? Verwirrung? Wow, ja, toll, ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Das ist auch sehr intelligent, Michael. Wusa. Wusa. Sei eins mit der Kugel, du bist die Kugel. Ich glaube, es wird nichts mehr, Freunde. Ich wundere mich sowieso, dass ich überhaupt schon die 7 geschafft habe, aber jetzt hier diese Strecke noch. Ich meine, klar, rein theoretisch, das, was mir hier fehlt, das, also wo man ein Problem macht, das habe ich in der letzten Runde, also sprich auf der 7. Bahn, ja auch geschafft. Es gibt also keinen Grund, wieso ich es jetzt nicht auch schaffen sollte. Zumindest rein theoretisch nicht. Aber natürlich, man ist zu ungeduldig.
So, komm jetzt mal. Hä? Jetzt ein Rollspitz und dann... Oh. Die Rubine sind mir gerade ziemlich egal, die ich hier verliere. Von wegen ausklingen lassen. Aufregen passt wohl eher. Ja, jetzt, man merkt, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen zittrig und so. Weil ein bisschen sauer auf mich selbst bin, weil es einfach nicht klappen will. Wow. Ja, genau so müsste es eigentlich sein. Wie hat das gemacht? Schon wieder? Hä? Hab ich dann einen Trick herausgefunden? Nicht wirklich. Ja, was war das gerade? Oh, Alter. Ich bin fertig. Mit den Nerven, mit allem. Ich bin einfach nur noch am Arsch. Am Arsch. Oh. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen entspannen geben, Freunde. Nächsten Part geht... was ist jetzt bitte los? Ich spiele jetzt das Spiel, weil ich es geschafft habe, oder was? Nächsten Folge werden wir nicht nochmal ein Murmelspiel machen, könnt ihr vergessen. Ich bin durch mit Murmeln für den Rest meines Lebens. Wir werden uns auf die Suche nach restlichen Fischen machen. Wie gesagt, ein paar fehlen noch und dann... Mal schauen, vielleicht finde ich halt in einer Folge, vielleicht vergeht mir auch voll die Lust, aber trotzdem können wir das Spiel hoffentlich noch schön ausklingen lassen. In diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.